3.000 bis 4.000 Impfungen durchgeführt und so wenig Nebenwirkungen wir zu Beginn gesehen haben, so wurde das langsam mehr im Verlauf des Jahres. Die ersten Fälle nimmt man vielleicht nicht so wahr oder tut sie als Einzelfall ab, möglicherweise auch als psychische Überreaktion. Gegen Ende des Jahres wurde das mehr. Es kamen dann immer mehr Menschen mit vermeintlichen Beschwerden nach der Impfung und da stellt man dann die eigene Wahrnehmung schon ein bisschen in Frage und es war auch schwierig, darüber zu diskutieren. Und wir haben dann im Laufe des Herbstes 2021 durchaus auch Gruppen gegründet von Ärzten, die ebenfalls impfen. Und dann stellt man fest, die nehmen in ihrem Patientenklientel das Gleiche wahr. Die Menschen schildern die gleichen Beschwerden wie Herzrhythmusstörungen, wahnsinnige Müdigkeit, anhaltende Muskelschmerzen, Nervenentzündungen. Das wurde dann langsam reproduzierbar. Und dann versucht man natürlich auch den wissenschaftlichen Diskurs zu suchen. Und das war für mich dann schockierend, dass das nicht möglich war. Das wurde abgetan. Es war eigentlich eine absolut dogmatische und sichere und felsenfeste Aussage, das ist nicht von der Impfung. Und je mehr Patienten kamen, umso größer wurde auch der innere Konflikt bei mir und bei vielen Ärzten, die eigentlich das Beste wollen für ihre Patienten. Ein eindrucksvoller, der erste Fall war ein 16-jähriger Bursche, der 48 Stunden nach dem zweiten Stich mit Übelkeit und Brustdruck bei uns ankam und ich habe ein EKG geschrieben und das EKG war eindrucksvoll verändert. Also nicht normal für einen 16-Jährigen. Wir haben ihn dann ins Krankenhaus geschickt und dort wurde eine massive Herzmuskelentzündung mit Schwellung des Herzens festgestellt. Er ist Gott sei Dank wieder gesund geworden, aber das war der Moment, wo ich wirklich innegehalten habe, weil zeitgleich kommen Menschen, Mütter mit ihren Kindern, junge Menschen und die haben wörtlich sehr oft den Satz gesagt, ich weiß nicht, was richtig ist, ich lege mein Leben in ihre Hände und diese Mächtigkeit des Vertrauens induziert für mich persönlich eine enorme Verantwortung, ehrlich zu sein. Und es macht keinen Unterschied, ob man diesen Fall einmal gesehen hat oder 10-mal. Das Risiko besteht, der Zusammenhang ist vakant. Bis das Gegenteil bewiesen ist, müssen wir eigentlich die Menschen auch darüber aufklären, was wir sehen, welche Erfahrungen wir machen. Dieses Recht hat ein Mensch, wenn er sich für einen körperlichen Eingriff, auch wenn er noch so klein ist, entscheidet. Und das war für mich ein innerer Konflikt, weil der gesellschaftliche Zwang, möglichst alle Menschen zu impfen, alle Altersgruppen zu impfen, sehr groß war. Und auf der anderen Seite die persönliche Erfahrung als Arzt zugenommen hat, dass das eben nicht nebenwirkungsfrei geht. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich kann hier nicht weiter impfen, weil ich muss bei der Wahrheit bleiben. Ich muss diesem Vertrauen gerecht werden. Wir haben sicher 300 bis 400 Menschen gehabt, die uns aufgesucht haben mit dem Gefühl, sie haben seit der Impfung Beschwerden. Ich habe etwa 60 bis 80 EKGs, die bei vorher jungen, gesunden Menschen eindeutige Veränderungen oder Rhythmusstörungen gezeigt haben. Und ich habe auch circa so viele eingestellt.